Hallo zusammen. Zur Abwechslung spreche ich im heutigen Video auf Deutsch. In meinem Kanal habe ich so gut wie nie über die deutschsprachige Literatur gesprochen. Das ist mir in mancher Hinsicht auch peinlich, da ich Germanistik studiert habe und die deutsche Literatur aus meiner Leseerfahrung nicht wegzudenken ist. Deswegen sollte sich das nun ändern. Und künftig mache ich das so, wenn es um einen deutschsprachigen Autor geht, dann spreche ich auf Deutsch, wenn nicht, dann mache ich es weiterhin auf Serbisch. So, los geht's zum heutigen Thema. Heute machen wir einen Abstecher in die brandneue Erscheinung der deutschen Literatur. Es geht um den Roman Stern 111 von Lutz Seiler. Dieser Roman ist im Januar 2020 erschienen, also vor ein paar Monaten, und wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Wegen der Corona-Krise musste die Buchmesse abgesagt werden, aber der Preis wurde trotzdem verliehen, und zwar in einer Radiosendung, was ich sehr hübsch und sehr passend zu diesem Buch finde. Worum geht es eigentlich in diesem sprachlichen Meisterwerk der deutschen Gegenwartsliteratur? Also es geht zunächst um einen jungen Mann, der Karl heißt und der zusammen mit seinen Eltern in Gera wohnt. Gera ist eine kleine Stadt in Thüringen, also damals in der DDR. Und schon in den ersten Szenen verabschieden sich seine Eltern von ihm. Sie wollen versuchen, in den Westen auszuwandern, und zwar unmittelbar vor dem Mauerfall. Das kann Karl schwer nachvollziehen. Er findet diese Entscheidung komisch und rätselhaft. Er kann das nicht verstehen, wieso seine Eltern, die 50 Jahre im Osten bzw. in Gera ein gutes Leben hatten, wieso kommen sie auf die Idee, das Ganze zu verlassen und sich in etwas Ungewisses hineinzustürzen. Er soll zunächst zu Hause bleiben. Sein Vater meint, er sollte da als Nachhut bleiben. Und er spielt diese Rolle der Nachhut ganz gehorsam, eine Weile, einige Wochen. Und dann entscheidet er sich, selber die Stadt zu verlassen. Und er fährt mit dem Auto seines Vaters, einem alten sowjetischen Modell, eigentlich einem Žiguli-Auto, nach Berlin. Die Atmosphäre der Wendezeit in Berlin wird als ein Zeit- und Raumvakuum beschrieben, das einen Hauch von beinahe anarchistischer Freiheit spüren lässt und auch ein neues, ungewisses Zeitalter ankündigt. Heruntergekommene Häuser, verlassene Wohnungen werden von jungen, entschlossenen Menschen besetzt und bewohnt, und Karl selbst schließt sich einer solchen Gruppe an. Die Gruppe nennt sich Arbeiterguerilla, und die Mitglieder dieser Guerilla sind zahlreich und nicht selten merkwürdige Figuren, die man aber sehr schnell lieb gewinnt. Sie sind alle solidarisch untereinander und sie bilden eine kommunenartige Gemeinschaft. Lutz Seiler hat offensichtlich eine Vorliebe für solche kommunenartige Gemeinschaften. Das kennen wir auch aus seinem ersten Roman Crusoe. Also das ist offensichtlich etwas, was ihm sehr am Herzen liegt, also solche Geschichten zu erzählen. Kommen wir zurück zur Arbeiterguerilla. Die Arbeiterguerilla hat auch eine Stammkneipe, das ist die Assel. Die Assel befindet sich in einem halb renovierten Keller in der Oranienburger Straße, und was sehr auffällig bei dieser Gruppe ist, dass sie auch ein ungewöhnliches Haustier haben, das ist nämlich eine Ziege. Könnt ihr das vorstellen? Eine Ziege mitten im Zentrum von Berlin. Diese Ziege heißt Dodo und ihre Milch steht auch im Angebot der Assel und wird besonders unter alkoholsüchtigen Kunden als Zaubertrank angepriesen. Schauen wir kurz in den Text hinein, wie Karls erste Begegnung mit Dodo aussieht. Du liegst auf Dodos Futter. Auf ihrem Futter, es war das erste, was Karl hervorbrachte. Er hatte wieder begonnen zu sprechen. Es ähnelte mehr einem Krächzen. Auf ihrem Winterfutter. Und auch wir werden jetzt frühstücken gehen, Žiguliman. Hat dir die Milch geschmeckt? Er trug einen Umhang, eine Art Poncho,
und einen braunen Westover mit Herzausschnitt, in den er das geflochtene Ende seines Barts geschoben hatte. In der linken hielt er einen kleinen Eimer, in der rechten eine eiserne Stange, die in einem scharfen metallenen Haken auslief, mit dem er der Ziege zärtlich über den Buckel fuhr. »Komm, Dodo, komm!« Karl lauschte der betörenden Milde in seiner Stimme. »Assisi von Berlin«, dachte Karl. Geschickt schob der Heilige das Hakenende seiner Hellebarde in den Ring am Halsband der Ziege. Ein kurzes, energisches Rucken und gemeinsam verließen sie den Keller. »Dodo liebt den Salzgeschmack«, erklärte der Hirte. »Manchmal ist es auch Seegras, Stroh oder Seegras, gesättigt mit dem Schweiß des Schlafs, der Träume, des Vögelns, getränkt mit dem Säften der Krankheit und den Ausdünstungen des allerletzten Augenblicks. Das Salz des Lebens, könnte man sagen. Verstehst du, Giguliman? Dodo ist süchtig danach. Sie kaut und schluckt das alles und macht ihre magische Milch daraus.« Karl versucht, einen Weg ins poetische Dasein einzuschlagen. Wenn es ihm aber nicht gelingt, dann muss er als Schwarztaxifahrer mit seinem Giguli-Auto Geld verdienen oder auch als Kellner in der Assel. Deswegen könnte man diesen Roman auch als Werdegang eines Dichters betrachten und nicht zuletzt sind hier viele autobiografische Anhaltspunkte zu erkennen. Lutz Seiler hat als junger Mann ausschließlich Gedichte geschrieben und sehr spät hat er angefangen, auch Prosawerke zu schreiben. Und deswegen spielen die Sprache und die Wortauswahl eine entscheidende Rolle in diesem Text. Die Sätze werden in einem fast musikalischen Rhythmus aneinandergereiht und man bekommt den Eindruck, eigentlich ein Gedicht in der Romanform zu lesen. Ein poetisches Bild, das sich dem Leser am stärksten einprägt, ist auf jeden Fall die Darstellung des Untergrunds. Und dieser Untergrund im weitesten Sinne des Wortes wird immer als ein sicherer Ort dargestellt, als eine Verankerung in der Heimat, in einer vertrauten Umgebung. Und dieses Bild wird der Auswanderung der Eltern als ein Gegensatz empfunden. Der Raum im Text wird immer anders sprachlich formuliert. Und das sind immer sehr schöne und starke Bilder, die vor dem Leser aufgefächert werden. So werden zum Beispiel die besetzten Wohnungen immer als Höhlen bezeichnet. Oder für die Assel, für die Stammkneipe wird immer ein anderes Wort benutzt. Manchmal ist das ein Unterstand, manchmal ist das ein U-Boot und ich fand das immer sehr schön. Was ich noch schön fand, ist die Szene, in der Karl in den Keller heruntersteigen muss, weil er kein Brennholz mehr hat und es ist kalt, es ist Winter und er muss aus diesem Morast im Keller ein paar Holzklumpen herauswühlen. Und in diesem Moment wird gesagt, es war in Ordnung, im Schlamm zu wühlen, es war sogar angenehm, es war Behausung. Und da steht zum ersten Mal in der direkten Verbindung der Begriff Zuhause sein und der Begriff Schlamm, was hier sehr transparent gezeigt ist. Oder auch für die Menschen, für die Stammkunden von der Assel wird gesagt, das sind lichtscheue Wesen. In der Assel hatten sie ihren Unterschlupf gefunden. Also Menschen werden bei diesem Bild beinahe mit Asseln gleichgestellt und normalerweise findet man die Asseln sehr ekelhaft, findet man diese Insekten sehr ekelhaft, aber das ist nicht der Fall bei Lutz Seiler. Er findet sie bewundernswert und irgendwie identifiziert er sich mit diesen Lebewesen. Wenn wir schon von Tieren reden, kommen in diesem Text auch andere Tiere zu Vorschein, nicht nur Asseln und Ziegen. Hier gibt es eine Menge Tiere, die erscheinen und man bekommt den Eindruck, dass da gar keine klare Grenze zwischen Tieren und Menschen gezogen wird. Die Menschen haben etwas Tierisches in ihrem Aussehen und auch umgekehrt, den Tieren werden menschliche Charakterzüge verliehen. So zum Beispiel diese Arbeiterguerilla, die nennt sich auch das kluge Rudel und der Anführer
Diese Gruppe nennt sich Hirte, also alles sehr tierisch bezeichnet. Und auch eine weibliche Figur, die dieser Gruppe gehört, sie trägt immer eine Fellmütze, unabhängig davon, ob es draußen kalt oder warm ist. Und ihr Haar wird immer als rabenschwarz bezeichnet. Und was ich auch sehr schön fand, ist diese Szene, in der Karls Traum beschrieben wird und in seinem Traum erscheint seine Freundin in eine Schnecke verwandelt, die sich in einer Mulde befindet, wo sonst. Und auch in einem Moment erinnert sich Karl, als er ganz klein war und als er ein paar Tage in einem Krankenhaus verbringen musste. Zu dieser Zeit ist er in den Keller heruntergestiegen, wo sonst, ja. Und da hat er eine Wanne entdeckt und in dieser Wanne gab es 2 große Fische. Er hat seine Hand einfach auf den Boden gelegt und die Fische haben seine Hand gestreift und er hat diesen Moment sehr genossen. Also das sind sehr schöne tierische Bilder, die immer wieder vorkommen in diesem Text. Dieser Roman ist gewissermaßen auch eine Fortsetzung der Hiddensee-Geschichte aus seinem ersten Roman Crusoe. Natürlich kann man beide Romane getrennt lesen, aber ich glaube, man genießt ein bisschen mehr dieses Buch, wenn man schon vorher Crusoe gelesen hat. Crusoe ist auch in Serbisch übersetzt und wurde von Laguna herausgegeben. Und in diesem Buch geht es um Hiddensee, eine Insel in der Ostsee. Und von dieser Insel haben sehr viele Menschen eine Flucht aus DDR versucht und dabei sind sie ertrunken. Im Roman geht es vielmehr um eine kommunenartige Gemeinschaft auf dieser Insel unmittelbar vor dem Mauerfall im Sommer 1989. Und da gibt es diese chronologische Verbindung. Im Crusoe wird diese Zeit thematisiert, unmittelbar vor dem Mauerfall. Und in diesem Roman wird dann die Zeit unmittelbar nach dem Mauerfall thematisiert. Beide Protagonisten aus Crusoe, nämlich Crusoe und Ed, erscheinen auch in diesem Buch. Das fand ich sehr interessant. Ed wird auch als Karls Doppelgänger beschrieben. Das fand ich super interessant. Sie kommen aus der gleichen Heimat, sie kennen sich auch aus der Kindheit, da gibt es diese Verbindung und beide Texte finde ich sehr empfehlenswert und sehr, sehr schön. Es sollte noch erwähnt werden, dass Lutz Seiler mit diesem Buch in die Fußstapfen von anderen großen DDR-Autoren ganz bewusst tritt. Es werden hier Autoren wie Heiner Müller, Wolfgang Hilbig oder Anna Segers zitiert, direkt oder unterschwellig, und es scheint ihm sehr wichtig zu sein, sich als ein Teil dieser Tradition anzusehen. So, hier gelangen wir zum Schluss meines Videos. Abschließend möchte ich nochmal sagen, dass es hier um einen sehr großen Berlin-Roman geht, der diese ersten Jahre nach der Wende als eine märchenhafte Zeit beschreibt. Und ein Kapitel im Buch heißt Es war einmal. Und ich glaube, dieser Titel passt sehr trefflich zu dieser Zeit, die vom Winde verweht wurde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine produktive Lektüre in der Quarantäne. Ciao.